Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. Ja, das gucken wir uns auf jeden Fall noch an, aber ich werde es auch mit der Schatzjagd mit Schoko nicht übertreiben. Es soll ja kein Walkthrough sein, es soll ja Let's Play sein. Und ich werde es wahrscheinlich echt nicht übertreiben mit dieser Schokobo-Schatzjagd, aber einfach mal, dass ihr auch ein bisschen was Dodofu seht. So, ein Gaia-Kittel hat es dann hier noch gegeben. Das heißt, wir sind eigentlich durch im Vulkan. Mir hat es hier tatsächlich nicht gegeben. Man nicht mal so ein hässlicher Feuerdrache-Angriff. Anschlag. Soweit ich weiß, muss man das Schalter zweimal noch ohne lecker. Tine vom Volk der Talpaner. Okay. Gut. Dann hätten wir das auch erledigt. So. Okay. Das heißt wieder hoch mit uns. Und dann wieder raus. Dann sollte man noch zu Schokobos Wald. Also ihr könnt ja auch gerne mal Bescheid geben in den Kommentaren, ob ihr die Schokobo-Schatzjagd wirklich bis zum Ende durchgezogen haben wollt oder ob es euch reicht, einfach nur ein bisschen da reinzuschnuppern. Das ist euch überlassen. Wenn ihr wollt, dass ich es weitermache, dann würde ich versuchen, das Ganze so gut wie möglich durchzuziehen. Okay, also Mognet haben wir hier anscheinend wirklich erstmal fertig. So, dann wieder raus aus Estogasa. Dann gehen wir noch ein bisschen südlich. Natürlich, es war so klar. Da gehen wir nämlich noch ein bisschen südlich zum vergessenen Kontinent und gehen noch mal in den Kus Morast rein. Steiner, ich hätte ganz gern, dass ihr die so platt machen schon. Und Vivi, du hätte ich ganz gern, dass du eine Runde Eisgar auf den Kamerad hier schmeißt. Und dann sie dann. So, die rechtliche können warten. Ja, scheiße, haben wir wieder Stopp abkriegt. Aber verfehlt. Sehr gut. Zack, und weg ist er. So stelle ich mir das doch vor. Schockbolzen, perfekt. Und noch ein paar Levels. Ja, Levels können wir definitiv gebrauchen, damit die Gruppe so einigermaßen auf M-Level drin ist. So, Carbonados kann ich jetzt eintauschen durch Fegefeuer. Sehr schön. Ist eigentlich auch ganz wichtig, dass wir die Gruppe auf ein gescheites Einheitslevel kriegen. Und dass wir damit dann auch in der Lage sind, unsere Abilities zu erhöhen, damit wir auch da hinterherkommen. Insofern schon eine wichtige Sache, dass ich jetzt hier noch so ein paar optionale Sachen mache. So, der Kus Morast war hier, genau. Und bei dem Morast war man nämlich noch nicht. So, sehr schön. Okay, mit den Moks sollten wir vielleicht auch nochmal sprechen, mit einer kleinen Mogris hier. Vielleicht haben die ja auch noch was für uns. Mogmüller, ja, okay. Der will sonst nix. Der Mogmeier. Wohin muss ich denn eigentlich? Okay. Okay. Alles klar. Gut. Dankeschön. Was gibt's denn hier noch für Biester? Anemonis, Igitt. Mach mal gleich mal platt. Ah, aber andere Kus Morast. Und andere Gegner. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Wobei das Vieh schon ziemlich ranzig ist. Na, lass mal. Lass mal erstmal. Uiuiuiui. Ja, Steiner macht gut Schaden und sein Schwert sieht ziemlich geil aus. Das ist doch ein ziemlich cooles Schwert. Okay, HP plus 20 wird von Zidane gelernt. Ach, nicht schlecht. HP plus 20. Von was hast du das dann gelernt? Ah ja, vom Chakraband. Okay. Was können wir dann da noch machen? Immer Regina. Natürlich. Sehr schön. Genau dafür haben wir das Zeug hier.
Und hoch. Und ich will nochmal das Froschspiel. Genau. So. Quina? Hast du keinen Bock, hier Frösche zu fangen? Quina? Ach, wir brauchen Quina wahrscheinlich im Team dafür, ne? Ja, Mist. Ich glaube, wir brauchen Quina dafür im Team. Na, Allah. Lässt sich ja auch noch recht gut regeln. Und recht fix vor allem. So, zack. Nochmal raus. Nochmal schnell zur Hildegard. Wo ist er dann, die Hildegard? Da steht sie. So. Dann würde ich ganz gern... Ups. Das war jetzt nicht so clever. So, du nicht. So, die Hildegard würde ich ganz gern auf der Brücke... auf der Brücke betreten. Wie komme ich dann nochmal in die Brücke rein? Ich glaube so, oder? Genau, so müsste man, glaube ich, zur Brücke kommen. Ja. Wo ist dann der Hansel, bei dem ich die Leute wechseln kann? Müsste der hier sein. So, du Ballonhoserich. Wir wechseln nur kurz Lilly aus durch Quina. Jo, merci. Und wir stechen in die Lüfte. Aber nur ganz kurz. So. Damit ich hier wieder rein kann. Und dann machen wir noch dieses lästige Quina-Minispiel. Und dann schauen wir mal, dass wir das noch geritzt kriegen. So, ich hoffe ohne Gegnerbegegnung. Jawohl, jetzt fängt nämlich auch schon die Musik an. Und dann darf ich noch mal Frosch fangen. Das ist schon wieder? Ja, aber dummel dich. Danke. Und 60 Frösche gibt's zu fangen, oder was? Ah ne, ich habe insgesamt 60 Frösche, jetzt 70 Frösche gefangen. Gut. Habe ich dich? So, da gibt es nämlich dann auch diverse Belohnungen für Staffelung von diverse Frösche. So. Und hua. Und zu anderen Kuhsmorast sollte ich dann auch irgendwann mal wieder zurückkehren. Weil die andere Kuhsmorast, da wächst ja die Froschpopulation wieder noch, wie man gesehen haben. So, hab ich dich. Aha, bei 23 kommt dann nochmal der Meister Quäl. Ich sehe, du bist fleißig, Quina. Du bist auf dem besten Weg, die Geheimnisse des Essens kennenzulernen. Das schenke ich dir. Silbergabel erhalten. Danke, Meister Quäl. Ich werde nicht aufgeben, weil ich alle Geheimnisse entdeckt habe. Und dich kriege ich auch noch. Sehr schön, das war's. Und Quina, bist bedient. Bin fertig. Sehr gut. Dann können wir ja gleich mal gucken, was die Silbergavel angeht. Mithrilgavel. Ah, die ist sogar tatsächlich besser. Dann kriegt er die auch. Der lernt ja immer nur Vollmond durch die Gavler. Aber da wenigstens nicht das schlechteste Artefakt bei sich. So. Und weg hier. Und dann wieder rein zur Hildegard. Und dann können wir nochmal zu Schokos Wald gehen. Jawohl. Rein die Hildegard. Dann hätte ich jetzt so dafür ganz gern wieder Lilly. Weil bei Schokobos Wald, das ist halt wieder so eine Sache. Bei Schokobos Wald braucht man halt Glück, dass man die Schatzkarte findet. So, Lilly wieder an Bord. Da gibt es dann später, glaube ich, noch Schokobos Lagune. Wenn man alle Schatztafeln in Schokobos Wald gefunden hat, gibt es dann Schokobos Lagune. Und dann gibt es zum Schluss noch eine geheime Luftgarde, wenn ich mich doch richtig erinnere. Also sorry, wenn es euch jetzt etwas zu langweilig ist heute mit einer optionalen Sache. Aber ich finde, das gehört halt einfach auch dazu. Und wenn ihr andere Let's Plays von mir seht, dann seht ihr ja auch immer, dass ich das Optionale immer versuche, so gut wie möglich zu regeln. Und wie gesagt, ich wollte jetzt heute einfach nur so ein bisschen weitermachen, weil es soll ja nicht nur das ganze Ding bis zum bitteren End durchgezogen werden. Quatsch, Schokobos, weil das ist in der Lindblum-Region. Und wenn ihr wollt, dass ich die ganze Schokobos-Sache wirklich bis zum bitteren Ende durchspiele, dann gebt mir heute und hier in der Kommentarleiste Bescheid, damit ich Bescheid weiß, ob ihr das wirklich haben wollt.
Weil das ist jetzt von mir einfach nur auf eigene Regie. So. Ich gehe auf Schatzsuche. Oh, okay. Sorry. Da muss ich mit Schoko in den Wald reingehen. So, dann muss ich ihn erstmal hier rufen. Genau. Glücklicherweise haben wir hier schon was. Pizza, Kraut haben wir auch genug. Kere. Da kommt er schon. So. Ich finde die Schokobos in Final Fantasy 9 eigentlich auch am schönsten gemacht, muss ich sagen. Final Fantasy 12 waren sie noch recht cool gemacht. So, aber ich finde es auf jeden Fall schöner als in Final Fantasy 7 gemacht. Okay. Ja komm, ich will los, lecker. Und hier ist nix. Kräh macht er nur. Normalerweise ist hier immer im Eingangsbereich ein bisschen was. Nee. Schade. Ja, ich werde doch noch was finden. Fängt ja super an, wenn ich schon sage, ich will was Optionales machen und dann schmiere ich schon direkt ab. Ach, Tropper. Ja komm. Schnabellevel habe ich dafür auf Level 6 hochgepumpt. Normalerweise lohnt es sich dann immer, wenn man irgendwas findet, hier in dem Anfangsgebiet hier nochmal zu gucken, weil da hält sich das meiste Zeug auf. Gizakraut. Ah ja, hier haben wir noch irgendwas in der Nähe. Soweit kann es nicht sein. So. Ja, Goldnadel. Ich warte aber nur auf die Sachen, die ganz tief versteckt sind, weil das sind dann die lohnenswerte Sachen. Das sind dann meistens die Tafeln noch, die wir suchen. Tatsächlich mal hier was in der Nähe. Scheiße, das finden wir nicht mehr. Okay. Immer hier. So, dann noch einmal eine Runde. Aber wie gesagt, ich will die Schatztafeln haben. Um die geht's mir. So, hier haben wir auch nichts. Bisher haben wir ja nur leider nicht gefunden. Aber mir geht es ja darum, dass ich die ganzen Dinger jetzt einmal finde, damit wir auch die optionale Schatzsuche mit Schoko auch machen können. Hier irgendwo in der Nähe muss es sein. Jawohl. Schlicht die Goldnadel. Okay. Hier zufällig. Nee, tatsächlich mal nicht. Ich gehe halt einfach noch Wahrscheinlichkeiten hier. Okay. Ah, nix. Muss hier irgendwo... Ah, perfekt. Schon auf Anhieb getroffen. 50 Gil. Hier. Sehr schön. Baldrian. Hier muss jetzt wieder was sein. Potion. Okay. Super, Kupo. Ab 4 von der Schätze gibt es Zeitbonus, Kupo. Dann erhält man doppelt so viele Punkte wie üblich, Kupo. Ich schreibe ja nochmal sehr gut, also streng dich ja, Kupo. Okay. Ah, da ist noch was Besseres wieder. Schokokarte gefunden. Perfekt. Ui, hier kriege ich aber richtig Nummer Schätze drauf geliefert. Und Schnabel Level 7 habe ich auch noch erreicht. So. Hier muss irgendwo in der Nähe wieder was sein. Komm schon. Hopp. Verdammt. Ja, das finde ich nicht mehr. Okay, außen vorbei. 5 Schätze habe ich gefunden, aber dafür Schokokarte. 49 Punkte ohne Schnabellevel. Sehr schön. Dann machen wir nochmal eine Schatzsuche. Und danach gucken wir mit der Schokokarte, dass wir den Schatz noch geborgen kriegen. So, weil die Dinger haben schon nützliche Sache parat. Je besser die Schätze, desto... Ah, Level 8. Je besser die Schatzkarte, desto besser die Schätze, ist ja logisch. Und da kann man schon etliche praktische Sachen finden. So, hier irgendwo. So, und unseren guter Schoko, der verändert dann teilweise auch sein Gefieder. Dass man dann blaue Schokobohnen, rote Schokobo und so weiter und so fort kriegen. Und wie bei Final Fantasy 7, 8, je unterschiedlich das Gefieder ist, desto mehr kann er halt auch. Also kann dann auch über seichtes Wasser gehen, kann dann über Berge gehen und zum Schluss kann er dann auch fliegen. So, als goldener Schokobo. So, hopp, hier irgendwo muss es doch sein. Sehr schön. Ich kann das natürlich auch offscreen machen,
Also wenn ihr jetzt sagt, ja, Schokobo-Suche liebend gern, die Schatzsuche sehr, sehr gern, aber das Schokobo-Waldgesuche, das muss ich nicht haben, dann kann ich das auch offscreen machen und kann man dann alle Karte auch angucken. Nicht alle, yes, das ist leid. Und kann man alle Karte erstmal hier ausgraben und dann nur zu der Schatzsuche dann dabei sein. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die ihr haben könnt und die ihr auswählen könnt. Nahe dem großen verdorrten Wald habe ich eine ähnliche Küste gesehen. Kubho. Trockener Strand. Da müsste ich gerade mal überlegen, wo das war. Ich glaube, das war irgendwo beim äußere Kontinent, wenn mich nicht alles täuscht. Also ein paar von den Dinge habe ich hier noch parat. So, dann geht's nochmal zur Hildegard. Gerade Transportwechsel. Und dann gucken wir mal. Also es war jetzt nicht automatisch die zweite Schatzkarte, sondern ich habe schon mal gleich eine ganz andere Schatzkarte gefunden, die erst später kommt. Finde ich eigentlich auch ganz interessant, dass es so nicht so chronologisch mit der Schatzkarte geht. Ja, wie gesagt, also was die Schokobo-Jagd angeht, die Schatzsuche, ist euch überlassen, ihr liebe Leute. Wenn ihr wollt, dass ich Outplay sozusagen die Karte mir besorge und dann nur noch aufgenommen abspiele, dann ist das euch überlassen. Das können wir gern organisieren, wenn ihr das so wollt. Wenn ihr aber absolut keinerlei Interesse an Schokobo-Schatzsuche habt, dann lasst mich das auch gern wissen. Sonst hocke ich da ewig und drei darum und ja, ne? Ihr wisst Bescheid. So, waren dann hier irgendwo noch Schokobo-Spuren, die ich auch nochmal nehmen kann? Weil ich glaube, es müsste hier irgendwo gewesen sein. Aber hier sehe ich leider nirgends Schokobo-Spuren. Ja, es ist wieder so eine Sache. Erstmal die Schokobo-Fußspuren irgendwo finden. Das ist hier, glaube ich, ne? Ja, da sind welche, aber hier kann ich nicht landen. Schä. Komme ich da vorbei? Ja, da komme ich vorbei. Okay. Gut. Ja, das ist dann wieder so eine Sache, wo kann das Luftschiff landen und wo kann ich überhaupt hingehen. Ja, wie es aussieht, kann ich hier überhaupt nicht hingehen. Klasse, klasse. Das sind hoffentlich nicht die einzigste Schokobo-Fußspuren hier. Ah, warte mal, halte mal der Gaula. Geht es nur über das seichte Wasser? Nee. Muss er irgendwie hier gehen. Da kann ich dann aber nur mit dem Schiff landen. Warte mal. Nee. Das muss auch anders funktionieren. Da ist es da auf der Schwarzmagier. Da fängt's an. Da kommen wir ja von der Fossilienmine raus. Hier können wir theoretisch auch noch landen. Aber hier haben wir ja auch keine Schokobo-Fußspuren. Etwas komplizierter mal wieder das Ganze. Ätzend. Das sind auch Fußspuren und selbst wenn, die würden uns auch nichts bringen. Nee. Brauchen wir doch schon eine blaue Schokobo? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, da brauchen wir sogar schon der erste hellblaue Schokobo. Gewittererleid. Das ist wieder so eine Sache. Okay. Machen wir Folgendes, ihr liebe Leute. Ich würde sagen, ich mache jetzt nochmal so eine kleine Runde hier. In Schokobos Wald. Und die Sache, ab sofort ist es euch überlassen. Ihr könnt mir hier und heute Bescheid geben in dem Video. Machen wir das so, dass ich offscreen mir die Karte besorge und danach schauen wir zusammen noch die Schätze. Oder machen wir es so, dass ihr ganz so drauf verzichten wollt. Oder wollt ihr die volle Dröhnung sehen, dass ich in Schokobos Wald die Schatzkarte besorge und dann die Schatzkarte auf der Weltkarte lüfte. Ist alles euch überlassen, wie ihr es haben wollt. Gebt mir bitte Bescheid, das wäre wirklich sehr nett, weil das bestimmt, die Entscheidung bestimmt halt, wie viel optionales Zeug wir hier in dem Let's Play machen werden. Das ist euch dann überlassen. Ansonsten würde ich einfach noch ein bisschen in der Hauptstory weitermachen. So, Kere.
So, hier muss es doch irgendwo sein. So. Oh, das geht wieder tief. Das sieht gut aus. Schokokarte gefunden. Perfekt. Extra Bonus gibt's auch noch. Okay. Irgendwo hier muss es doch sein. Na? Komm schon. Nee, muss hier irgendwo in dem Gebiet sein. Jawohl. Baldrian. Hier ist nix. Nix. Hier muss irgendwo was sein. Hier in dem Gebiet wahrscheinlich, ja. Ja, man kann nach zigtausend Mal ums eigentliche Gebiet rumschlagen mit dem Schnabel, ohne dass man es findet. So. Da haben wir nix in der Nähe. Okay. Ja, hier hätte noch was gewesen sein können. Ja, guter Deutsch, ich weiß. Hier hätte noch was drin sein können. Guck mal doch nochmal die Schokokarte. Sollte man es vielleicht auch nochmal angucken jetzt, was das für eine ist. Vielleicht ist das hier schon eine, die ich hier identifizieren kann. Trockener Strand. Oh, Sandbuch der Sicht. Na, des Kontinents des Nebels. Das können wir aber nicht, weil das noch seichtes Wasser braucht. Nee, das können wir nicht. Das können wir mit dem Schokobo nicht machen. Okay, dann würde ich sagen, ihr liebe Leute, ich mache an der Stelle jetzt hier auch meinen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.